Es werden jetzt dann gerade 3 Bundesräte auftreten. Sie werden über die neuesten Entscheidungen und Entwicklungen in dieser Corona-Krise informieren. Das sind Alain Berset, Innenminister, Ignazio Cassis, Außenminister und der Finanzminister Ueli Maurer. Alain Berset, er wird wahrscheinlich Bilanz ziehen nach fast 3 Wochen jetzt Lockdown. Wir sind an einem Wendepunkt wahrscheinlich. Das Wetter wird wärmer. Die Kurve ist am Abflachen. Man hat auch heute wieder gehört, 1000 Fälle, neue Fälle. Das geht jetzt seit Tagen etwa so. Und man hört aus der Wirtschaft jeden Tag, dass die Situation ein bisschen schärfer wird. Und darum erwarten sehr viele Politiker, aber auch Menschen in diesem Land jetzt Antworten. Wie sieht es mit dem Exit aus? Wann kommt der? Da bin ich sehr gespannt, was Alain Berset heute sagen wird. Alain Berset könnte heute auch etwas sagen zu den Kitas, also zu den Krippen, die ja nach wie vor offen sind, aber nur noch wenige Kinder kommen. Viele haben jetzt dort auch finanzielle Probleme. Unsicher ist, ob das jetzt heute an dieser Pressekonferenz kommt oder nicht. Ignazio Cassis wird auch auftreten. Vom Außenminister hat man bis jetzt in der Krise noch nicht so viel gesehen hier in Bundesbern. Eigentlich erstaunlich. Er ist Tessiner, kommt also aus dem meist betroffenen Kanton und er war ja auch Kantonsarzt, also er ist ein Präventivmediziner, also ein Mann vom Fach. Er wird heute wahrscheinlich sprechen über die größte Rückholaktion der Schweiz überhaupt. Es wurden ja mehrere tausend Schweizer bereits zurückgeholt. Gestern hörte man in der Pressekonferenz, dass weitere mehrere tausend im Ausland gestrandet sind. Und last but not least wird Finanzminister Ueli Maurer sprechen. Da bin ich sehr gespannt, weil man hat gehört, dass eben diese Kreditlinie von 20 Milliarden nicht reicht. Er hat selber gesagt, schon letztes Wochenende, dass man die erhöhen muss. Man werde bald ausgeschossen sein. Ich höre auf den Gängen, dass das um 10 bis 20 Milliarden erhöht werden könnte. Ich sehe, jetzt sind die 3 Bundesräte inzwischen angekommen. Sie sind jetzt auf dem Podium. Es geht nur noch wenige Momente, bis die Pressekonferenz losgeht. Und ich würde vorschlagen, schalten wir doch jetzt live in diese zweite Medienkonferenz des Bundesrates hier aus Bern. Werte Bundesräte, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser zweiten Medienkonferenz zum Thema Coronavirus. Zuerst kommt Herr Berset, dann Herr Maurer, dann Herr Cassis und am Schluss können Sie Fragen stellen. Herr Berset, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Werte Kollegen, Herr Vizekanzler, meine Damen und Herren, man kann es sagen, so wie die Situation zurzeit ist, stellen wir fest, dass das Gesundheitssystem und die Schweizer Spitäler sich vorbereiten konnten auf diese Situation. Sie haben auch gesehen, dass wir immer mehr Personen in den Spitälern haben, aber dass die Intensivstationen noch Plätze haben. Wir befinden uns in einer heiklen Situation, aber einer stabilen Situation. Wir haben immer noch weiter Infektionen. Wir sind jetzt bei 19.303 infizierte Personen, heute ungefähr 1.000 neue Personen, die infiziert waren, ein paar mehr Todesfälle, auch ein paar mehr Personen, die spitalisiert sind. Wir sind jetzt bei plus 15% bei den neu Eintretenden und diese Erhöhung verfolgen wir natürlich sehr genau, diese Einweisungen. Wir haben die Situation insgesamt aber unter Kontrolle. Die Zahlen sind zwar gestiegen, aber es ist noch nicht beunruhigend. Gleichzeitig müssen wir uns überlegen, wie wir langfristig wieder aussteigen können aus dieser Situation. Und der wichtigste Punkt für uns ist eben jetzt diese Anzahl an Personen, die in die Spitäler eingewiesen werden. Vor diesem Hintergrund ist die Situation folgende. Wir müssen weitermachen wie anhin. Wir müssen Social Distancing einhalten, Hygienemaßnahmen, Homeoffice machen, soweit es geht.
zu Hause bleiben für Freizeit, sich nicht mit den Freunden und Bekannten treffen und Kollegen. Wir befinden uns jetzt in einer Situation, wo wir einfach durchhalten müssen. Als Gesellschaft müssen wir durchhalten, auch wenn es draußen schöner wird. Der Frühling kommt, April hat angefangen und Ostern ist es ja üblicherweise so, dass man ein bisschen mehr in die Natur geht, dass man sich mit Freunden trifft, mit der Familie, dass man vielleicht wegfährt. Aber jetzt, in der derzeitigen Situation, müssen wir weitermachen. Wir müssen durchhalten. Wir müssen weitermachen wie bis anhin. Ein paar Informationen zu den Beschlüssen von heute Morgen. Die Maßnahmen für das Tessin wurden bis zum 13. April verlängert. Das Tessin hat uns gebeten, diese Maßnahmen zu verlängern, aber insgesamt belassen wir alles, wie es war. Also bis zum 13. April sind die Maßnahmen im Tessin verlängert, die Einschränkungen der Wirtschaftsbranchen. Wir haben die Situation noch nicht ganz unter Kontrolle, aber das Tessin schafft es, den Einweisungen gerecht zu werden. Jetzt müssen wir schauen, welche Auswirkungen die Situation hat auf die Bevölkerung. Zu Hause zu bleiben, kann natürlich auch zu gewissen Spannungen führen. Es gibt ein gewisses Risiko bei häuslicher Gewalt. Das ist eine Priorität in den Kantonen, dass wir das genau verfolgen. Der Bund ist hier auch sehr wachsam, hat eine Taskforce ins Leben gerufen, die die Situation der häuslichen Gewalt eng verfolgt. Wir haben auch zusätzliches Personal in den Kantonen vorgesehen und zusätzliche Unterbringungsplätze. Ein weiterer Entscheid von heute Morgen ist folgender. Der Bundesrat hat beschlossen, die Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern enger zu koordinieren. Wie Sie es wissen, es ist normalerweise nicht eine Aufgabe für den Bund, aber in der heutigen Situation müssen wir schon sehen, es lohnt sich wirklich, das noch enger und besser zu koordinieren. Und die Kantone werden verpflichtet, dem Bund ihre Materialbestände zu melden. Betroffen sind hier zum Beispiel insbesondere die chirurgische Masken, die Beatmungsgeräte, diagnostische Tests, Schutzkleidungen und noch viele andere Sachen. Und das Ziel hiermit ist, die Bestände langfristig sicherzustellen, auch rasch reagieren zu können und das Material effizient einzusetzen. Und der Bundesrat hat auch beschlossen, die Regeln zu lockern für den raschen Zugang zu neuen, vielversprechenden Therapien und bestimmten Medikamente. Es gibt noch ein, zwei weitere Punkte, die wir heute Morgen besprochen haben im Bundesrat. Wir haben die Verordnung noch weiter präzisiert. Am Mittwoch hatten wir das schon angekündigt, was die Campingplätze angeht. Sie müssen zubleiben. Campingplätze dürfen nicht öffnen, mit ein paar Ausnahmen für die Personen, die dort ständig wohnen. Ansonsten bleiben Campingplätze geschlossen. Dann gab es noch einen Punkt, der viele Fragen aufgeworfen hat, nämlich die Gartencenter. Ja, es stimmt, es ist jetzt ein wichtiger Moment für Gartencenter, denn jetzt ist der Moment, wo man Setzlinge kauft, wo man junge Pflanzen kauft, wo man anfängt auszusehen. Viele Kantone haben diese Frage gestellt und haben nach einer Lösung gesucht. Ja, es gibt eine Lösung, die auch schon in vielen Kantonen durchgeführt wird und die Verordnung einhält. Es gibt die Möglichkeit, dass die Leute per Telefon bestellen und dann so eine Art Drive-In machen bei den Gartencentern. Man kriegt ein Zeitfenster zugeteilt und kann dann die Bestellung abholen. Die Gartencenter sind insofern nicht geöffnet für Publikumsverkehr. Die Angestellten dürfen arbeiten und die Leute können ihre Bestellungen abholen. Einen letzten Punkt, den ich ansprechen möchte. Das sind die Wochenenden und die Osterferien, die Frühjahrsferien. Ich möchte daran erinnern, dass es ganz wichtig ist in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen, dass wir zu Hause bleiben. Wir haben in anderen Ländern beobachtet, dass das Schwierigste ist, wenn ganze Bevölkerungsgruppen sich fortbewegen, innerhalb des Landes zum Beispiel. Während der Ferien, während der Wochenenden. Das Tessin hat einen Aufruf gestartet, dass die Leute über Ostern nicht ins Tessin
Tessin fahren sollen. Die kantonalen Behörden haben das unterstützt. Das gilt aber nicht nur fürs Tessin, sondern auch für andere touristische Regionen. Ich möchte daran erinnern, dass es wichtig ist, dass Sie nicht in Urlaub fahren, nicht ins Wochenende fahren, sonst wird es schwierig, diese Epidemie unter Kontrolle zu kriegen. Abschließend möchte ich noch Folgendes hinzufügen. Wir sehen, dass sich die Situation weiterentwickelt, dass es auch irgendwann einen Exit geben wird. Sie erwarten das von uns, ja, aber die Zahlen steigen zurzeit immer noch. Die Situation ist nicht völlig außer Kontrolle. Glücklicherweise, die Zahlen steigen nicht so hoch, wie wir es befürchtet hatten, aber sie steigen immer noch. Und solange die Zahlen steigen, haben wir ein Problem, weil sich das Ganze auch anhäuft. Das heißt, sind wir nicht dabei, jetzt auf einen Gipfel zu klimmen. Wir sind nicht wie in den Bergen, wo man sagt, wenn wir oben am Gipfel sind, ist es fertig. Nein, wir müssen die Epidemie langfristig unter Kontrolle bekommen. Und Sie sehen es, wie es in anderen Ländern läuft. Auch dort muss man erst warten, bis die Maßnahmen dazu führen, dass die Fälle sinken, bevor man die Maßnahmen wieder lockern kann und aussteigen kann. Was passiert international und in Europa und auch weiter. Sie haben gemerkt, dass China hat sehr hart reagiert im Januar, ab dem Moment, wo das Problem anerkannt worden ist, und hat begonnen, lockern zu können, nur nach 2 Monaten. Nur nach 2 Monaten, es war möglich, wieder etwas zu lockern, und nach dieser Lockerung ist es wieder begonnen. Das heißt, es ist wirklich eine sehr schwierige Situation, die wir hier beseitigen müssen, und es braucht viel Ausdauer, viel Flexibilität, das sage ich immer wieder, viel Bescheidenheit, Entschlossenheit, aber auch Ruhe nach wie vor in dieser Situation. In Europa auch. Wir müssen mal sehen, was passiert bei uns in den nächsten Wochen und Monaten, aber in Europa auch. Die Signale im Moment sind nicht Richtung einfach, alles wird sich von allein regeln. Voilà, noch letzte Wörter vielleicht auch auf Deutsch. Wir sind da in einer ziemlich fragilen Situation. Wir haben eine Situation, die unter Kontrolle ist. Die Spitäler sind nicht überlastet. Es gibt nach wie vor Plätze. Wir können das im Moment nicht so schlecht meistern. Und es zeigt auch, dass die Maßnahmen, die wir genommen haben, und ich muss noch einmal hier die ganze Bevölkerung dafür danken, dass wirklich diese Maßnahmen nicht nur verstanden worden sind, aber auch akzeptiert worden sind und umgesetzt worden sind. Das hilft uns sehr, die Schaden zu minimieren für unser Land, für die besonders gefährdeten Personen, für das Gesundheitssystem, aber auch, das muss man nie vergessen, auch für einfach eine Schweiz, die funktioniert und die auch wirtschaftlich weiter funktioniert. Voilà ce que je voulais vous dire. Das waren meine Nachrichten. Es gibt eine Transition, die wir da jetzt machen müssen. Es wird kein plötzliches Ende dieses Corona-Lebens geben, leider. Es gibt einfach nicht so einen Moment, wo man sagen, es ist Ausstieg und es ist fertig, es ist Exit und es ist fertig. Es wird vielmehr ein langsamer Übergang werden. Das werden wir selbstverständlich mit dem Bundesrat gut analysieren können, ab dem Moment, wo wir gute Daten haben, um das wirklich sehen zu können. Diese Arbeiten sind im Gang, aber wir sind noch nicht so weit, dass es gemacht wird. Und noch ein letzter Punkt. Die Kinder gehen zurzeit nicht zur Schule, schon seit 3 Wochen. Die Universitäten sind geschlossen, alle Restaurants sind geschlossen. Viele öffentliche Behörden, aber auch Freizeiteinrichtungen wie Kino, Theater und so weiter sind geschlossen. Man kann nicht mehr in die Altersheime, zu den Eltern, zu den Großeltern, man kann nicht mehr ins Spital. Das ist eine ernste Lage. Und es ist nicht der Moment, jetzt, weil es einfach Ostern ist, dies zu ändern, dass man in die touristischen Gegenden fährt, dass man die Leute besucht. Nein, das dürfen wir nicht. Es bedeutet, dass wir auch während der Osterfeiertage diese Maßnahmen durchziehen, zu Hause bleiben, die Abstände einhalten, die Auflagen des BAG einhalten. Nur gemeinsam können wir diese Situation unter Kontrolle kriegen. Es wird schwierig sein, wir brauchen Geduld, es wird lange dauern, wir müssen Durchhaltevermögen an den Tag legen. Und ich danke allen in der Bevölkerung, die sich an diese Auflagen halten. Am Ende können wir dann hoffentlich sagen, wir haben es geschafft, die Schäden niedrig zu halten und die Situation unter Kontrolle zu kriegen. Herr Bundesrat Maurer, Sie haben das Wort.
Ja, meine Damen und Herren, ich komme zu Ihnen mit dem Bürgschaftspaket. Sie erinnern sich, der Bundesrat hat ein Paket von 20 Milliarden gesprochen als Verpflichtungskredit, mit dem Bürgschaften gewährt werden. Der Bundesrat hat heute die Aufstockung dieses Paketes um weitere 20 Milliarden beschlossen. Wir werden 10 Milliarden davon nächste Woche der Finanzdelegation als Vorschuss beantragen. Die Delegation tagt am nächsten Dienstag. Wo stehen wir in diesem Geschäft? Wir haben gestern Abend nach 8 Tagen, wir arbeiten oder die Banken arbeiten Samstag und Sonntag durch, 76.000 Bürgschaftsgesuche abgehandelt in einem Kreditvolumen von 14,3 Milliarden. Diese Zahl zeigt, dass das Ende dieser 20 Milliarden bald erreicht werden kann. Wir möchten dieses Programm durchführen, daher Aufstockung um 20, Vorschuss um 10 nächste Woche. Wir werden das weiter dann beurteilen. Vielleicht etwas, dass Sie die Zahlen einordnen können. In diesen Bereich fallen KMUs, davon haben wir in der Schweiz etwa 530.000. Wir gehen davon aus, dass rund 400.000 direkt oder indirekt von den Auswirkungen dieser Krise betroffen sind. Von diesen 400.000 möglichen Betroffenen sind 350.000 Kleinstbetriebe zwischen 1 und 9 Mitarbeitern. Also das Gros liegt darin. Wenn Sie jetzt diese Zahl dieser 14,3 Milliarden mit den 70.000 abgehandelten Bürgschaften teilen, dann kommen Sie im Durchschnitt auf einen Bürgschaftsbetrag von etwa 180.000. Das heißt, wir haben sehr viele kleine im Umfang von vielleicht 50.000 und dann sind auch die ersten größeren eingetroffen. Wir können ja das bis 500.000 machen. Ich gehe nicht davon aus, dass alle möglichen Betroffenen von 400.000 ein Gesuch stellen werden für eine Bürgschaft. Wir haben jetzt 70.000 dieser möglichen 400.000, aber diese Zahlen zeigen doch, dass das Bedürfnis nach wie vor vorhanden ist. Und die Zahlen sind in den letzten 2 Tagen wieder gestiegen. Also es ist nicht so, dass wir eine Spitze gehabt hätten am Anfang, sondern die Zahl der Gesuche nimmt immer noch leicht zu. Fragen, die sich stellen oder die sich Ihnen stellen, das ist die Frage des Missbrauchs. Wir haben Ihnen am Anfang gesagt, dass wir das Schwergewicht auf eine rasche, unkomplizierte Abwicklung legen und durchaus uns bewusst sind, dass der eine oder andere Missbrauch passieren könnte. Auch bei uns kommt die eine oder andere Geschichte an. Der Bundesrat hat deshalb heute entschieden, dass wir die Kontrollmechanismen, die in der Verordnung ja bereits festgelegt sind, weiter vertiefen. Wir haben ja auch in der Erfahrung mit den Banken jetzt einige Dinge festgestellt, die wir entsprechend verbessern können. Für uns ist aber das Missbrauchspotenzial, das durchaus vorhanden ist, nicht ein Schwergewicht. Ich gehe davon aus, dass wir das im Griff haben und wir werden das auch längerfristig ja kontrollieren können, weil Sie können sich ja vorstellen, jemand, der den Bund jetzt über den Tisch ziehen will, der hat auch ein Konstrukt dahinter, das man vielleicht nicht in 10 Minuten feststellt, aber das wir in den nächsten Wochen feststellen werden. Also wir haben entsprechende Maßnahmen ja festgelegt in dieser Verordnung mit Geldstrafen. Es gibt auch strafrechtlich relevante Tatbestände, wenn das dann wirklich der Fall sein müsste. Wir gehen nicht davon aus, dass das ein großes Potenzial ist. In Bezug auf diese Kontrolle haben wir auch die PwC eingeschaltet, die diese Bürgschaftsgesuche beim Eingang in die Bürgschaftsgenossenschaft dann noch einmal kontrolliert. Und auch die Finanzkontrolle wird sich bei diesem Bereich einschalten. Aber wie gesagt, es ist für uns nicht das gleich große Thema wie vielleicht bei Ihnen. Aber wir wenden selbstverständlich jede Aufmerksamkeit darauf, dass das nicht passiert. Das wäre aus meiner Sicht der Beschluss von heute. Danke. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Conseiller Danke, Herr Bundesrat. Und jetzt Bundesrat Cassis, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vizekanzler, sehr geehrte Bundesräte, meine Damen und Herren, Vertretende der Presse. Zu Hause am Fernsehen. Sie haben es gehört, der Bundesrat unternimmt im Inland vieles, um den Schutz der Gesundheit und der Wirtschaft zu gewährleisten. Solange kein Impfstoff und kein spezifisches Medikament zur Verfügung stehen, sind nicht pharmakologische Maßnahmen das Instrument, das wir zur Verfügung haben. Bitte bleiben Sie somit zu Hause, befolgen Sie die Hygienemaßnahmen, verschieben Sie bitte
Ihre Osternreise, insbesondere wenn sie ins Tessin gehen würde. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um ins Tessin zu fahren. Die Corona-Krise ist aber nicht nur eine inländische, sondern eine globale Angelegenheit. Davon sind auch unsere Landsleute im Ausland betroffen, weil sie auf Reisen oder weil sie ausgewandert sind. 800.000 Schweizerinnen und Schweizer leben im Ausland. Das SEDA leistet in vielen Bereichen seinen Beitrag zur Krisenbewältigung, sei es an der Landesgrenze, in Europa, aber auch auf der ganzen Welt. Punkt 1. Wir unterstützen Schweizer Reisenden auf der ganzen Welt. Vor 2 Wochen hat das SEDA die bisher größte Rückholaktion von blockierten Schweizer Reisenden im Ausland gestartet. Bis heute Mittag haben wir 16 Sonderflüge durchgeführt und insgesamt rund 3.700 Personen aus Asien, Afrika und Lateinamerika zurückgeholt. Davon waren 2.100 Schweizer und 1.600 ausländische Reisende. Ja, wir machen das, soweit wie es geht, zusammen mit den Nachbarländern, damit Synergien natürlich benutzt werden. 5 weitere Flüge sind bis und mit Sonntag geplant. Ein fliegt gerade zur Zeit, soll in den nächsten Stunden landen und die Rückholaktion geht auch danach weiter. Bürgernahe Dienstleistungen sind ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Außenpolitik. Ihre Bedeutung hat in der aktuellen Krise noch zugenommen. So leisten unsere Auslandsvertretungen überall große Arbeit, um blockierte Schweizer Reisende zu unterstützen. In Peru wurden zum Beispiel 120 Touristen mit Bussen aus den 1100 Kilometer entfernten Cusco in die Hauptstadt Lima geholt, damit sie und andere Reisende mit dem EDA gecharterten Flugzeug in die Schweiz fliegen konnten. Das ist nur dank viel diplomatischem Geschick auf alle Ebenen möglich. Es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig das breite Außennetz der Schweiz ist. Das sind 170 Vertretungen in der Welt. Und wie wichtig es ist, gute diplomatische Beziehungen vor der Krise zu haben, damit man während der Krise rasch auf diese guten Beziehungen auch greifen kann. So setzen sich die Vertretungen auch für die Deblockierung beispielsweise von Gütern ein, die für die Schweiz bestimmt sind. In Sri Lanka haben wir vor wenigen Wochen eine geplante Lieferung von Elektronik-Baugruppen für Beatmungsgeräte einer berühmten Schweizer Firma nur dank der Intervention der dortigen Botschaft erreicht. Und so viele andere Beispiele könnte ich Sie nennen heute. Durch diese globale Vernetzung kann unser Departement einen wichtigen Beitrag zur Krisenbewältigung leisten und überall auf der Welt, in der Europäischen Union, aber vor allem auch an der Grenze zur Schweiz. La solidarité internationale. Die internationale Solidarität und die Grenze. Bilaterale Beziehungen, insbesondere zu den Nachbarn, sind wichtig in einer Welt, gerade in der jetzigen Situation, in solchen Momenten. Viele Probleme im Zusammenhang mit Covid können nur grenzüberschreitend angegangen werden. Denken Sie zum Beispiel an die Arbeitnehmenden, die in die Schweiz kommen. Wir haben diese Vereinbarungen über diese Grenzgängerinnen und Grenzgänger, damit diese auch weiterarbeiten können, damit die Arbeitgeber ihnen dieses Recht geben können. Wenn jetzt die Nachbarländer beschließen würden, ihre Leute bei sich zu halten, ihnen verbieten würden, auszureisen, dann könnten unsere Spitäler nicht mehr funktionieren. Zum Beispiel 50% des Personals in Genf, etwas weniger im Tessin, 20-30% in den größeren Westschweizer Städten und in Basel. Es ist also wichtig, mit diesen Ländern gute Beziehungen aufrechtzuerhalten, konstruktive Beziehungen miteinander zu sprechen, wenn ein Land einen Entscheid fällt, und dann auszuloten, wie man reagieren kann auf diese Beschlüsse der anderen Länder, auch in unserem Land. Dank diesen Beziehungen können wir
viele Bürger auch der anderen Länder zurückholen. Gestern zum Beispiel hat mir der österreichische Kollege gedankt für die Rückführung von etwa 100 Personen aus Österreich. Und im Gegenzug übernehmen unsere Nachbarstaaten auch Schweizer, die sie zurückholen. Wir konnten auch blockierte Waren in der EU wieder frei bekommen. Wir haben darauf hingearbeitet, dass die europäischen Normen auch an die Schweizer Situation angepasst werden konnten. Da haben alle Departemente mitgewirkt. Die Präsidentin musste zum Beispiel auch mit der Kommissionspräsidentin sprechen. Und die Grenzgänge, wie gesagt, die müssen auch geschützt werden in ihrem Gesundheitszustand. Das vergisst man gern. Aber in den Ländern um die Schweiz herum ist natürlich die Sorge, ja, wie geht es denn unseren Bürgern, wenn sie in der Schweiz sind, in der Schweiz, wo vielleicht weniger strenge Regeln gelten als in Frankreich, in Italien. Das ist eine Optik, die uns von innen sozusagen abgeht. Wir haben auch Patienten aus dem Ausland übernommen, vor allem aus Frankreich. Das war auch eine Geste der Solidarität. Solange wir Kapazitäten haben, können wir auch solidarisch sein mit unseren Nachbarn. Ungefähr 40 französische Patienten wurden in Schweizer Spitäler eingewiesen und wir sind in Verhandlungen mit den Italienern, die auch Bedürfnisse haben. Die Beziehungen wurden intensiviert, fast mit allen Nachbarstaaten. Und auch darüber hinaus. Wir machen mit beim Vorwarnsystem der Europäischen Union und auch bei internationalen Telefonkonferenzen. Diese Zusammenarbeit ist notwendig, damit man fundierte Entscheide fällt und damit man sich eben abgleicht mit dem, was sonst auf dem Kontinent sich zuträgt. Um die Probleme zu lösen, haben meine Kollegen des Bundesrates und ich selbst regelmäßigen Kontakt mit unseren entsprechenden Ansprechpartnern in Europa. Wir haben natürlich weniger Sitzungen intern in der Schweiz, aber wir diskutieren viel mehr mit unseren Ansprechpartnern im europäischen Ausland. Zusammenarbeit etwas zu sagen. Wir sind natürlich auch mit Entwicklungsländern in Kontakt. Die Besorgnis betreffend Zukunft der Pandemie im afrikanischen Kontinent ist ziemlich groß. Die Appelle der UNO, die Tätigkeiten der UNO-Agenturen, WHO, die ihren Sitz in der Schweiz haben, sind uns wichtig. Wir haben auch diese internationalen Genf zu betreuen und das sind auch vermehrte Kontakte, vermehrte Kommunikationen, weil sie Sonderwünsche haben oder weil sie, wie einige wirklich davon gemacht haben, einfach angerufen haben, um zu danken, dass wir so klar waren, so präzis in den Weisungen, die sie folgen konnten. Im Sinne einer Soforthilfe hat die DEZA bisher 18 Millionen Franken bereitgestellt für Beiträge an UNO-Organisationen, WHO vor allem, Rotkreuz, Rothalbmondbewegung und Gesundheitssystem von Schwerpunktländern. Die humanitäre Hilfe hat zudem Gesundheitsmaterial nach China, das war aber Anfang März natürlich, nicht jetzt, und nach Nepal geliefert. Weitere Hilfsleistungen sind für Griechenland, Italien, Serbien und weitere Länder geplant. Gefragt sind überall vor allem medizinische Beatmungsgeräte, Schutz, Hygienemasken sowie Geräte zur Erstellung von Desinfektionsmitteln. Es ist auch so, dass wir oft Nein sagen müssen, weil die Wünsche und die Anfragen Materialien betreffen, die wir ungenügend in der Schweiz haben. Und es ist natürlich so, dass alle diese Lieferungen mit BAG, BWL und SECO geprüft werden, um die Vereinbarkeit mit den Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung in der Schweiz sicherzustellen. Solche Lieferungen werden also nur stattfinden, wenn diese nicht zu einer Mangellage in der Schweiz führen. Und das haben wir heute noch präzisiert in der Verordnung. Unsere DEZA, die humanitäre Hilfe, hat den Bundesstab für Bevölkerungsschutz zudem informiert, dass sie für Hilfeleistungen in der Schweiz zur Verfügung steht, sollten wir so weit kommen, dass irgendwo das notwendig sein müsste. Eine Stärke der Schweizer internationale Zusammenarbeitsstrategie sind genau ihre
bilaterale Programme in Partnerländern. Und die Flexibilität, die uns diese Rahmenkredite geben, erlauben uns jetzt rasch operationelle Entscheide zu treffen. In den nächsten Monaten werden 40 Millionen Franken umprogrammiert aufgrund dieser Krise. Im Zentrum stehen immer Maßnahmen, die zugunsten der am meisten betroffenen Bevölkerungsgruppen, seien es armen oder betagten Menschen auf der Welt. Sie sehen es also, die Außenpolitik leistet ihren Beitrag, einen Beitrag, der vielleicht ein bisschen hinter den Kulissen stattfindet, der aber auch wichtig ist, damit hinter den Kulissen eben auch unsere Tätigkeit als Regierung stattfinden kann. Danke, Herr Bundesrat. Jetzt eröffnen wir die Fragerunde. Wir werden abwechseln zwischen Fragen aus dem Saal und Fragen am Telefon. Wer stellt die erste Frage? Frau Gall. Ja, der Bund schätzt offenbar das Betreuungsangebot der Kinderbetreuungsstätten sehr. Sie haben letztens, glaube ich, sogar gesagt, sie seien systemrelevant. Kommt da noch Unterstützung für die Kitas und wenn ja, wann? Ja, ich meine, wir sind in einer Situation, wo wir versuchen einfach mal zu beobachten, wo es braucht, wo es gibt Probleme, wo diese Probleme beseitigen werden müssen. Und wir müssen feststellen, dass die Kitas, wie Sie gesagt haben, aber nicht nur die Kitas, alle die Betreuungsangebote, die spielen im Moment nach wie vor eine sehr wichtige Rolle, aber in einer Situation, die nicht ganz einfach ist. Muss man aber auch hier erinnern, sehr klar, dass es ist primär eine Tätigkeit für die Kantone und für die Gemeinde. Ich meine, im Moment mal zu sehen, was die Situation bedeutet. Es gibt nach wie vor Plätze, die gebraucht sind, die auch notwendig sind. Aber mit der heutigen Situation muss man mal sehen, wie diese Organisation, die Kitas vor allem auch mal integriert werden können in die Maßnahmen, die wir schon vorbereitet und vorbereitet haben mit dem WBF insbesondere. Es gibt noch andere Schritte, die kommen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Diskussion wird auch weitergehen. Ich meine, das Parlament hat immer eine Unterstützung gegeben in der Vergangenheit für die Schaffung von Krippenplätzen. Der Bundesrat wollte das letzte Mal aufhören, aber das Parlament hat trotzdem entschieden, weiter zu fahren. Und ich glaube, wenn wir das beobachten werden in der nächsten Zeit, dann müssen wir sehen, was gibt als Bedarf und wo wir noch handeln müssen. Merci, Monsieur Storni. Herr Bundesrat, Sie sagten, dass die Maßnahmen im Tessin verlängert werden um eine Woche, was die Wirtschaftsmaßnahmen angeht. Aber es gibt ja auch für ältere Leute die Auflage, nicht einkaufen zu gehen. Man hat am Mittwoch gesagt, wir sollten heute die Frage noch mal stellen, warum es älteren Leuten verboten ist, einkaufen zu gehen. Ist das legal? Ist das zulässig? Wenn Sie möchten, kann ich das nächsten Mittwoch beantworten. Nein, Spaß beiseite, ich antworte gerne. Das Verbot für Personen über 65, für Personen, die über 65 sind, entspricht nicht der Verordnung. Aber im Tessin haben wir eine besondere Situation. Vielleicht merkt man das nördlich der Alpen nicht so. Ich war selber im Tessin, um mir die Situation anzusehen. Wir haben einen engen Austausch mit der Tessiner Regierung und dort schaut man, was man einfach machen muss, um diese Krise zu bewältigen. Die Situation ist jetzt so, dass es nicht der Bundesverordnung entspricht, aber es gibt viele Maßnahmen. Ich glaube, es gibt, keine Bußen, die verteilt werden. Insofern ist das mehr eine sehr strenge Einladung, zu Hause zu bleiben für über 65-Jährige. Wir werden das aber sicherlich mit dem Tessin noch besprechen. Wir nehmen eine Frage am Telefon. Herr Marjanovic. Wir haben aus einem Kantonsspital gehört, dass die aktuellen Covid-Tests nicht immer zuverlässig seien, dass es falsche Positive oder falsche Negative gäbe. Können Sie uns sagen, welcher Test in der Schweiz zur Anwendung kommt und wie man mit den falschen negativen Positivtests umgeht? C'est une question pour M. Koch de l'Office fédéral de la santé publique. Oui, merci. Sehr geehrte Bundesräte, sehr geehrter Vizekanzler, vielen Dank. Ich werde das nie lernen.
Die Tests, wie alle Tests in der Medizin, sind nie 100% sicher. Also es gibt auch PCR-negative Tests, das wissen wir. Das sind dann häufig Patienten, die haben sonst ganz typische klinische Zeichen oder auch ein Röntgenbild, das typisch ist für eine solche Erkrankung. Das hängt damit zusammen, dass nicht immer, wenn man die Probe entnimmt, man dann auch Virusbestandteile in der Probe hat und deshalb der Test negativ ausfallen kann. Also es liegt nicht eigentlich am Test, sondern es liegt auch an der Probeentnahme und an den Spezifitäten der Patienten. Diese Patienten, wo die Kliniker sicher sind, dass es sich trotzdem um eine Infektion mit dem Virus handelt, die werden selbstverständlich genau gleich behandelt, wie wenn der Test positiv wäre. Merci. Prochaine question, Monsieur Gaffner. Im Bewusstsein, dass es weniger schwer ist, kritische Fragen zu stellen, als richtig und gut zu führen in dieser Situation, möchte ich Ihnen trotzdem die höfliche Frage stellen, weshalb diese Verordnung 2 für die Sicherstellung der Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern erst jetzt kommt. Also wir diskutieren ja seit 2-3 Wochen über Anzahl vorhandene, nicht vorhandene Masken, über Tests und so weiter und so fort. Bedeutet das letztlich, dass das eine vorbereitende Handlung ist für eine Erweiterung der Maskentragpflicht, die vielleicht einmal kommt? Oder hinkt man da tatsächlich, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag, ein bisschen hinterher? Ja. Ich würde vielleicht den ersten Teil der Frage nehmen und Herr Albrecht kann sicher auch noch ergänzen. Zuerst einmal, um zu sagen, dass es ist nicht so, dass wir haben bis jetzt nicht gemacht. Im Gegenteil, ist sehr viel gemacht worden in den vergangenen Wochen, seit mehr als einige Wochen übrigens. Und es ist auch sehr viel gekauft worden. Und wie ich auch mehrmals die Gelegenheit gehabt habe, es zu erwähnen, hier, wir kaufen einfach alles, was wir finden und wir brauchen. Es ist einfach so, dass in dieser Situation weltweit sehr viele Güter, die normalerweise einfach zu kaufen sind, die sind jetzt sehr knapp und deswegen braucht es wirklich eine sehr rasche Handlung und sehr rasche Reaktionen. Aber dann gab es diese Diskussionen, um zu sehen, was es braucht auch noch in der außerordentlichen Lage zu schaffen. Wir hätten nie diese Möglichkeit gehabt vor der außerordentlichen Lage, weil es braucht sonst, ich meine, einen normalen Verfahren. Die Vorbereitungsarbeiten sind dann gemacht worden, um noch zu präzisieren, wo wir noch vielleicht neue Möglichkeiten noch brauchen. Monsieur Daniel Albrecht, de l'Office fédéral de la santé publique. Sehr geehrte Herren Bundesräte, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Anwesende. Wie Herr Bundesrat Berse gesagt hat, wir waren schon sehr lange aktiv und es ging nun darum, in dieser entsprechenden Verordnung die Instrumente zu verabschieden, die wir benötigen. Diese Meldepflicht der Bestände, damit wir wissen, was wir haben, eine entsprechende Beschaffung, wenn nötig, und dann auch eine entsprechende gerechte Zuteilung in der Schweiz. Prochaine question, Monsieur Cochard. Monsieur Berset, Herr Berset, nun haben Sie diese Regelungen getroffen zur Versorgung mit medizinischen Gütern. Wenn Sie jetzt zum Beispiel es so haben, dass in Genf oder im Waadtland private Bestellungen in China getätigt werden, wird dann der Bund diese Bestellung unterstützen oder im Gegenteil dieses Material dann beschlagnahmen und es auf alle Kantone verteilen? Die gleiche Frage wäre es bei den Tests, die in den Unternehmen oder in den Kantonen durchgeführt werden. Wie reagieren Sie? Danke für diese Frage. Die wichtigste Maxime beim Handeln des Bundes ist die Verhältnismäßigkeit. Wir müssen schnell handeln, dort, wo es notwendig ist. Wir müssen eventuell noch rechtliche Grundlagen schaffen. Wir müssen auch immer vorbereitet sein auf Unvorhergesehenes. Ich habe aber auch immer gesagt, mit Verhältnismäßigkeit. In dieser Verordnung haben wir jetzt neu die Möglichkeit, eine Meldepflicht einzuführen, zu sagen, wie viel gibt es, in welchem Kanton. Wir haben theoretisch die Möglichkeit, Materialien zu beschlagnahmen, immer im Dienste der allgemeinen
allgemeinen Gesundheit. Das heißt, der Gesundheit der Bevölkerung. Das ist ja unsere Aufgabe als Bundesrat, dafür zu sorgen und alle Mittel einzusetzen, dass die Bevölkerung so gut wie möglich geschützt wird. Und eventuell auch mit neuen Mitteln. In der derzeitigen Situation war das notwendig, aber ich wiederhole, mit Verhältnismäßigkeit. Es ist zeitlich begrenzt und so schnell wie möglich möchten wir natürlich wieder aussteigen aus dieser Art von Maßnahmen, wenn die Situation sich wieder normalisiert. Aber derzeit ist es notwendig, diese Mittel zu ergreifen und stark durchzugreifen, so wie Sie es erwähnt haben. Vielleicht möchte Herr Albrecht noch etwas hinzufügen. Vielleicht als Ergänzung 2 Punkte. Es wurde auch schon gesagt, das Ziel von dieser Verordnung ist, dass der Bund die Kantone unterstützen kann. Und das haben wir auch in der Vergangenheit getan mit Masken. Und ja, es ist auch ein Bestandteil der Verordnung, dass eben, wenn nötig, eine gerechte Verteilung in der ganzen Schweiz sichergestellt werden kann. Nous prenons une question au téléphone. Monsieur Bernard Wüttrich. Ja, guten Tag. Eine Frage an Herrn Maurer. Die erste Tranche, die 20 Milliarden, die beinhalteten ja einen Zusatzkredit von 1 Milliarde des Bundes. Der Rest würde ja erst in Kraft kommen, wenn die Banken dieses Geld bräuchten. Könnten Sie Details geben zu diesen zweiten 20 Milliarden? Wir haben 1 Milliarde im Budget. Dem Parlament beantragt 1 Milliarde Bürgschaftsverluste in diesem Jahr. Das ist im Budget, im Nachtragskredit 1 bereits beim Parlament, wird dort behandelt. In Bezug auf jetzt diese 20 Milliarden, 76.000 Gesuche sind bereits bewilligt, die anderen werden kommen. Das sind noch einmal, um das klar festzuhalten, Verpflichtungskredite. Es sind Darlehen, die gewährt werden, für die der Bund verbürgt. Und es sind also noch keine Ausgaben. Ob das Ausgaben werden, hängt wohl von der Dauer ab. Wir haben diese Bürgschaften grundsätzlich konzipiert auf eine Dauer von 3 Monaten. Wir gingen einmal davon aus, dass nach 3 Monaten eine gewisse Normalisierung eintritt. Wenn das wesentlich länger gehen sollte als 3 Monate, dann müssen wir wohl mit relativ höheren Bürgschaftsverlusten rechnen. Diese müssten dann im Laufe der nächsten 5 bis 7 Jahre im Budget als Ausgaben eingestellt werden. Aber das ist zu früh, um hier irgendwelche Prognosen zu treffen. Die Frage stellt sich ja auch immer wieder, sind Bürgschaften das richtige Instrument? Es ist zweifellos nicht für alle das richtige Instrument, weil auch Fonds-Perdu-Beiträge könnten für einige wahrscheinlich besser sein. Aber ich verteile ja nur Ihr Steuergeld, oder? Ich bin nur der Verteiler. Und fremdes Geld zu verteilen ist immer relativ einfach. Daher ist der Weg, wir gewähren Bürgschaften und versuchen dann Lösungen zu finden, wenn es irgendwo nicht geht, zweifellos der richtige im Moment. Aber über die weiteren Konsequenzen heute Auskunft zu geben, ist außerordentlich schwierig. Sie müssen auch das Tempo sehen. Also seit dem letzten Donnerstag wird durchschnittlich alle 4 Sekunden irgendwo in der Schweiz eine Bürgschaft bewilligt. Alle 4 Sekunden. Und das ist eine detaillierte Kontrolle in jedem Fall ist so noch nicht möglich. Das müssen wir dann aufarbeiten, machen wir auch. Wir haben Kontrollmechanismen, sehr viel Erfahrung inzwischen bei den Banken. Weiß ich nicht, ob ich das alles richtig verstanden habe. Es war so etwas akustisch. Ja, etwas leise. Madame Kleck. Ja, ich habe eine Frage ein bisschen allgemeinerer Natur, aber ebenfalls an Herrn Maurer. Der Bundesrat erhöht ja jetzt die Bürgschaften. Man hat bei der Kurzarbeit alle Schleusen geöffnet und die Zahl der Arbeitslosen ist in den letzten 2 Wochen trotzdem um 26.000 gestiegen. Unternimmt der Bund genügend, um den Unternehmen eine Perspektive zu bieten? Ich denke, wir sind ja in einem Verhältnis, in einer liberalen Wirtschaftsordnung. Und die Wirtschaft hat ihre Verantwortung, da sind Kredite gesprochen, da entstehen Beziehungen und der Staat ist einfach nicht eine Vollkaskoversicherung in diesem Moment.
Was wir jetzt gemacht haben, wir haben einerseits mit dieser ersten Säule versuchen wir sicherzustellen, dass alle zu ihrem Arbeitseinkommen kommen mit der EU, mit der Arbeitslosenversicherung, und auf der anderen Seite haben wir die Betriebskredite, die wir überbrücken in Form von diesen Liquiditätshilfen. Ich bin der Meinung, dass das als Sofortmaßnahme genügt, weil wir sind in einer Situation, in der wir sehr rasch entsprechende Hilfe der Wirtschaft zuführen müssen. Und da bin ich überzeugt, dass wir im Moment genügend machen. Aber es wird selbstverständlich dann eine laufende Beurteilung geben, je nachdem, wie lange diese Krise andauert. Das wird ja auch unterschiedlich sein in Branchen. Und da ist durchaus möglich, dass wir dann nachjustieren müssen. Im Moment sind natürlich die Wünsche und die Gesuche unendlich. Ich erhalte jeden Tag mindestens ein Dutzend Briefe von irgendwelchen Verbänden und Personen, die auch noch eine gute Idee haben, wie man Geld verteilt. Aber in dieser Startphase dieser Krise ist es wahrscheinlich richtig und wichtig, dass wir diese roten Linien verfolgen. Wir sorgen für das Einkommen über die Versicherung und wir stellen Liquiditätshilfe zur Verfügung. Wenn es notwendig ist, dann muss man das später nachjustieren. Aber ich glaube eigentlich auch an die Kraft der Wirtschaft, dass sie eine Reihe dieser Probleme selbst lösen wird. Aber wir müssen uns schon klar sein, auch wenn die Binnenwirtschaft wieder einmal läuft, vielleicht gegen Ende dieses Jahres, bis die Weltwirtschaft wieder läuft mit diesen Krisen USA und so, dann werden einige exportorientierte Firmen auch nächstes Jahr noch massive Einbrüche haben. Wir sind in einer Rezession, in einer weltweiten Rezession, und die Auswirkungen können noch nicht abgeschätzt werden. Daher ist es auch richtig, Soforthilfe und dann zu analysieren, wo braucht es allenfalls Ergänzungen. Und diesen Modus fahren wir. Ich glaube, für den Moment ist es nicht so ungeschickt, was wir machen, auch wenn wir wissen, dass wir damit längst nicht alle Wünsche erfüllen können. Merci, Madame Bella. Zur Versorgung mit medizinischen Gütern und Medikamenten. Herr Berset, was fehlt denn jetzt der Schweiz am meisten bei diesen medizinischen Gütern und bei diesen Arzneimitteln? Man hat viel von Masken gesprochen, aber was fehlt denn heute? Auch da wird Herr Albrecht sicher die Antwort abrunden. Was im Moment fehlt, das ändert ja die ganze Zeit. Das ist ja die Besonderheit dieser Situation. Alle Güter, die notwendigsten Güter, um auf diese Situation zu reagieren, die werden ja überall gleichzeitig nachgefragt. Und das macht die Situation sehr instabil und versetzt uns in eine Lage, wo wir immer sehr rasch reagieren müssen, sobald sich eine Gelegenheit bietet. Und dann möchte ich noch etwas erwähnen. Es gibt ja Bemühungen, um die Produktionskapazitäten in der Schweiz zu erhöhen. Es gibt ja bei uns sehr viel Innovation. Wir haben die ganze Forschung, die Universitäten, die ETHs, die arbeiten, die Wirtschaft ist auch sehr stark engagiert und sehr flexibel und will den Effort leisten. Aber manches können wir nicht einfach kurzfristig hier produzieren. Und wir müssen eben Zugang zu Einkäufen haben in der Schweiz, im Ausland, und das ändert wirklich die ganze Zeit. Wir können Ihnen jetzt keine Liste machen, denn es sind sehr viele Güter, die notwendig sind. Aber Herr Albrecht kann vielleicht noch etwas sagen. Die Situation ist aktuell so, dass hinsichtlich der Schutzgüter kann der Bund berechtigte Begehren der Kantone eigentlich immer erfüllen. Die Situation ist sicher ein bisschen angespannt bei den Arzneimitteln, speziell bei den allgemeinen Intensivpflegemedikamenten. Und aus diesem Grund haben wir jetzt auch die entsprechenden Instrumente vom Bundesrat verabschiedet, damit wir dieser Situation gezielt und rasch entgegengehen können. Merci. Prochaine question, Monsieur Clémence. Ich werde über Masken sprechen. Also, wann werden Sie im Bundesrat zugeben, dass Sie eigentlich nur diese Empfehlungen gegeben haben, weil es zu wenig Masken gibt? Wenn man den Pandemieplan liest, dann steht da nicht, dass sie nicht nützlich sind, um eine Pandemie einzudämmen. Wird in 3 Wochen, wenn es genügend Masken gibt, Sie nicht kommen und sagen, die Bevölkerung müsste immer in der Öffentlichkeit Masken tragen?
Auch hier werden wir uns die Antwort teilen mit Herrn Koch. Unsere Antworten werden nicht an die Verfügbarkeit von Masken anpassen, denn dann hätten wir ja am Anfang, wo es ja genügend Masken gab, anders geredet und dann unseren Diskurs geändert. Das ist nicht die Art, wie wir arbeiten. Uns ist klar und wir sind klar, wenn wir sagen, Masken sind notwendig und auch in welchen Fällen sie notwendig sind, zum Beispiel für die Pflegefachpersonen. Dann gibt es andere Situationen, wo Masken unabdingbar sind. Aber für gesunde Personen bringt eigentlich die Maske keinen rechten oder echten Mehrwert. Viel mehr können sich die Leute vielleicht in falscher Sicherheit wiegen. Und das ist nicht gut, denn dann halten sie sich vielleicht nicht an die anderen Maßnahmen. Es kommt auch darauf an, wo man sich in der Strategie befindet. Ich habe von Übergängen gesprochen. Im Moment haben wir immer mehr Spitalanweisungen, immer mehr Infektionen. Wir werden irgendwann einen Peak erreichen. Aber es geht hier nicht um eine Gipfelbesteigung, die dann oben vorbei ist. Nein, wir müssen irgendwann auch wieder absteigen. Und das ist eben wichtig. Welche Strategie fahren wir, wenn es wieder nach unten geht mit den Zahlen? Da lässt sich nichts ausschließen. Und ich denke, ich bin von Anfang an sehr transparent, sehr direkt, sehr ehrlich. Ich sage, wir können nicht garantieren, dass bei unseren Empfehlungen und der Praxis alles genau richtig ist und für immer gilt. Man muss eben bescheiden sein, auch hier. Und das gilt genau auch die Strategie und die Maskentragepflicht. Also, wir passen unsere Antworten nicht an die Verfügbarkeit der Masken. Wenn wir zum Schluss kommen, dass im Verlauf der Strategien mehr Masken notwendig werden, dann würden wir das sagen. Gleichzeitig würden wir feststellen, dass wir zu wenige haben. Deswegen schauen wir auch, dass die Strategie dann auch angewendet werden kann in Zukunft. Deswegen, zum Beispiel die FFP-Masken, die werden in der Schweiz neu produziert. Und wir schauen aber auch sonst, wie man auf zusätzliche Bedürfnisse reagieren könnte. Ja, ich schließe ab. Natürlich verfolgen wir sehr genau, ob es neue Kenntnisse gibt mit dem Maskentragen. Wir schauen das in der Literatur und bei verschiedenen Forschern. Und bis jetzt, ich kann es einfach nur wiederholen, es gibt nichts Neues. Auch international gesehen ist es nicht erwiesen, dass das Tragen von Masken in der allgemeinen Bevölkerung tatsächlich einen Schutz bringt. Es ist bewiesen und erwiesen für Berufsleute, für ganz spezifische Situationen, aber für die allgemeine Bevölkerung in der Öffentlichkeit ist das nicht erwiesen. Ich habe eine Frage an Herrn Bundesrat Berse wegen der Schulen. Da beginnen jetzt in vielen Kantonen die Ferien, spätestens an Ostern beginnen die Ferien. Die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer wissen jetzt nicht, ob es danach weitergeht oder nicht. Gedenkt der Bundesrat hier nächsten Mittwoch Klarheit zu schaffen? Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir haben auch die Gelegenheit gehabt, bis letzte Woche zu sagen, dass trotz Diskussion mit allen Spezialisten über die Daten, die wir zur Verfügung hatten, und sie haben auch eine Studie, die externen Spezialisten haben auch eine Studie sehr, sehr rasch und sehr fundiert auch gemacht. Alle waren der Meinung, es war zu früh, um wirklich etwas sagen zu können, über wie es weitergeht. Man sieht die Zahlen, was es bedeutet, es war verfrüht. Aber es ist auch klar, dass jeden Tag, das jetzt kommt und passiert, erfahren wir mehr über diese Situation. Und es ist selbstverständlich klar, dass der Bundesrat sich am Vorbereiten für die nächsten Tage und Wochen. Was bedeutet diese ganze Situation ab dem 20.? Weil wir haben am 16., ich glaube ziemlich ehrlich gesagt, wir wissen nicht ganz genau, wie die Situation sich entwickeln wird, aber wir haben für 5 Wochen einfach die Maßnahmen entschieden. Andere Länder haben Sie gemerkt, es war viel kürzer und die verlängern. Werden wir in den nächsten Tagen das vorbereiten. Ob diese Klarheit so klar kommen kann vor Ostern oder kurz nach Ostern, ich kann es im Moment noch nicht sagen. Das ist wirklich abhängig von der Beurteilung des Bundesrats. Aber ich kann auch hier noch betonen, dass es ist klar am Ende, das haben wir auch immer wieder so im Bundesrat gemacht, ein politischer Entscheid. Aber diese politischen Entscheidungen, die sind immer auf auch wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert worden.
Es ist nicht so, dass der Bundesrat einen Tag gesagt oder gedacht hat, ja, es wäre gut, eine gute Idee, die Schulen zu schließen und Ansammlungsverbote zu machen. Wir sind nicht ganz allein zu dieser Idee gekommen. Und dieser Dialog zwischen Wissenschaftler und Politik ist sehr wichtig und wird in den nächsten Tagen auch vertieft weitergehen, damit wir wirklich fundiert sagen können, wie es dann weitergeht. Aber ich habe ja auch die Gelegenheit gehabt, bis jetzt immer zu betonen, schauen Sie, was in China oder in anderen Ländern passiert ist. In China, es waren sehr harte Maßnahmen. Ab dem Moment, wo diese sehr harten Maßnahmen getroffen worden sind, bis am Moment, wo man es ein ganz wenig lockern konnte, waren 2 Monate. 2 Monate. Und die Maßnahmen, die waren härter, als was wir haben in der Schweiz. 2 Monate und dann man hat ein bisschen gelockert und es gibt wieder mal neue Infektionen. Schauen Sie mal in Europa, die Situation, die wir um uns haben in anderen Ländern, alle die Länder, die verlängern. Niemand hat jetzt gesagt, wir sind schon in einer Situation, wo wir es eröffnen können. Ich will nicht sagen, nicht vorgreifen, was der Bundesrat und die Wissenschaftler werden sagen in den nächsten Wochen. Aber ich meine, es geht nicht so schlecht. Wir meistern mehr oder weniger die Situation gut. Ich meine, jede Person, die wirklich zum Spital braucht und eine Behandlung braucht, die hat Zugang zu den besten Möglichkeiten in der Schweiz. Das ist schon etwas, der wichtig ist. Und wir müssen noch einmal hier das Pflegepersonal und die Spitäler, die Spitaleinrichtungen dafür danken. Aber wieder mal, es ist nicht so wie ein Climb über einen Berg. Und wenn wir oben sind, wir sind froh. Wir sind nicht froh ganz oben. Wir müssen das meistern auf die längere Zeit. Und bitte ein bisschen noch Geduld, dass der Bundesrat die Zeit gehabt hat, wirklich auf die Zahlen mit neuen Erkenntnissen fundiert und basiert etwas dazu sagen kann. Prochaine question, Monsieur Moser. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Cassis oder an Herrn Lenz, je nachdem. Es geht um die Rückreisen da. Es sind ja sehr viele Leute zurückgebracht worden. Weiß man eigentlich, wie viel von diesen Leuten erst ab dem 13. in die Ferien gegangen sind oder Anfangs März? Hat man da eine Übersicht? Und vor allem, wer bezahlt dann die Kosten am Schluss? Bezahlen das die Leute, die man zurückgeführt hat, selber? Ja, danke für die Frage. Ich weiß nicht, ob wir die Zahlen haben, wahrscheinlich nicht, wann sie in die Ferien gegangen sind. Zum Teil schon viel früher, zum Teil tatsächlich im März haben wir so, aber wirklich allfällig. Wir haben keine Buchhaltung, richtig. Ich habe auch nichts davon gesehen. Jetzt zur Finanzierung dieser Flüge. Wir haben zu Beginn kommerzielle Flüge benutzt und gewisse Vereinbarungen gemacht, aber sehr bald haben wir selber Flüge gechartert. Das ist bei Swiss oder bei Edelweiss. Das heißt, wir vorfinanzieren den Flug, sonst fliegen sie überhaupt nicht. Sie wollen das Geld. Dann fliegen sie, wir schauen, dass sie die Diplomatic Clearance bekommen zum Landen und zum Abfliegen. Das ist gar nicht gegeben. Ich habe mit vielen Ländern persönlich Kontakte haben müssen, damit es klappt, weil zurzeit ist in vielen Ländern einfach Stopp. Und wir hatten gestern mit Marokko noch ein relativ großes Problem. Und dann werden die Leute in diesen Hotstop versammelt und zurückgebracht. Und die Rechnung kommt nachher nach Hause. Der Flugticket muss dann gerechnet werden, ausgehend aus den Kosten des Fluges. Die Leute bekommen eine Rechnung und zahlen die Rechnung dann von zu Hause. Dann kommt schon die nächste Frage, wie viel nicht zahlen oder wir zahlen werden. Das werden wir sehen. Wir sind jetzt dran. Aber das ist auch so entschieden worden, damit wir vernünftige Preise. Wir werden sicher nicht Billigpreise verrechnen können. Das liegt es nicht drin. Aber wir werden auch nicht überteuerte Preise verrechnen können, sonst geht es nicht. Im Departement haben wir zurzeit einen Betrag von 20 Millionen als Defizitgarantie für diese Operation gestellt. Vielen Dank. Oui, Madame. Ich habe eine Frage. Bei den Exporteinschränkungen von Medizinalgütern geht es hier nur um Produkte, die in der Schweiz produziert werden oder auch jene, die im Transit sind? Bei diesen Ausfuhreinschränkungen geht es um alle Produkte, die schon verzollt wurden, die also auf Schweizer Gebiet sind.
Geht es hier auch um andere europäische Länder, mit denen es ja an sich Vereinbarungen gibt bei Schutzausrüstungen und ähnlichen Produkten? Herr Albrecht kann das sicherlich ausführen. Nein, ich glaube, dass wir hier eine besondere Abmachung haben mit den EU-Ländern. Vielen Dank für die Frage. Das ist korrekt. EU-EFTA-Länder sind ausgenommen, solange sie das Gleiche tun wie wir. Also es ist in der Verordnung vorgesehen, dass man, wenn die EU Maßnahmen ergreifen würde, könnten wir die gleichen Maßnahmen nachziehen. Darf ich vielleicht hierzu noch etwas sagen? Zu Beginn der Krise haben wir relativ viel Blockaden gesehen, auch in EU-Ländern. Und das war Stopp aus Deutschland, aus Frankreich, aus anderen Ländern. Und da war noch keine allgemeine Regelung der Europäischen Union. Dann hat die Europäische Union tatsächlich das Ganze geregelt, weil sie gesehen hat, es ist ein Chaos unter EU-Mitglieder, also ähnlich wie wir es unter Kantonen hätten. Deshalb auch diese Zentralisierung jetzt der Kauf der Medikamente und des Schutzmaterials. Und dann war die große, zum Glück haben wir es realisiert, dass wir ausgeschlossen gewesen wären von dieser EU-Regelung. Und da konnten wir genau in diesem Zeitpunkt intervenieren und dafür sorgen, dass wir nicht ausgeschlossen, sondern gleich behandelt werden. In return wollte natürlich die Europäische Union, dass wir sie nicht ausschließen. Auch die Regelung von heute schließt demzufolge nicht die Europäische Union und die EU-Länder. Da spüren Sie auch diese internationalen Gleichgewichte und Beziehungen, worauf wir wirklich sehr beachten müssen. Prochaine question, Madame Gall. Ja, eine Frage an Herrn Maurer. Haben Sie Schätzungen oder Hinweise, wie viele Missbräuche es bei den Kreditvergaben eventuell gibt? Und gibt es auch Hinweise, man hat ja jetzt schon Maßnahmen ergriffen, ob diese jetzt zurückgegangen sind, diese Missbräuche? Wir haben ja von Anfang an Maßnahmen beschlossen, sie auch durchgeführt, Erfahrungen ausgetauscht mit den Banken, eigentlich täglich, was passiert. Nein, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber es tauchen immer etwa die gleichen 5 oder 10 Räubergeschichten auf, die ich auch in den Medien lese oder die zu mir kommen. Es sind immer die gleichen Geschichten und daher schließe ich eher, dass es nicht so viele sind. Aber die Versuchung ist wahrscheinlich schon so. Aber ich glaube, wir können das im Moment vernachlässigen und dem nachgehen, weil wir haben ja die Möglichkeit, das in den nächsten Monaten zu untersuchen. Wir können Fehlbare dann dafür belangen, mit Bußen, mit Forderungen, sogar strafrechtlich, wenn beispielsweise Unterschriften oder so gefälscht worden wären. Das müssen einfach diejenigen wissen, die ein solches Gesuch stellen. Ich gehe davon aus, dass das eine sehr, sehr tiefe Zahl ist von diesen 70.000. Auch daraus zu schließen, es werden ja doch relativ viele Gesuche bei den Banken abgelehnt, weil die Banken sind ja nicht naiv, sie haben ihre Adresskarteien, sie wissen, wer in Betreibung steht, wer allenfalls Verlustscheine hat, wer irgendwo kommt und das wird dann einfach klipp und klar abgelehnt. Also ich denke, das Potenzial ist grundsätzlich vorhanden, aber was tatsächlich dann auch ausgeführt wird, ist nach meinem Dafürhalten sehr klein. Monsieur Hessler. Ich habe eine Frage an Herrn Bundesrat Cassis. Am Anfang der Krise gab es ja Telefongespräche intensive mit Luigi Di Maio über die Frontalieri und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie nah ist die Zusammenarbeit mit Italien, wie heiß ist der Draht zwischen Rom und Bern? Es war an jenes Wochenende sehr heiß, selbstverständlich. Aber seitdem haben wir regelmäßigen Kontakt, das letzte Mal gestern, telefonisch. Es geht zum einen um die Regelungen, die wir jede Woche treffen im Bundesrat und das Verständnis dafür Norditalien natürlich, weil sie ihrerseits unter Druck stehen von den Gemeinden aus der norditalienischen Region, die das Gefühl haben, unsere Bürger sind ungenügend geschützt, wenn die in diese Schweiz gehen, wenn sie nicht so wie das Tessin tickt, sondern wie die restliche Schweiz. Und da sind eben, ich glaube, es ist schwierig, Verständnis dafür zu schaffen, aber da gibt es eine ganze Welt, die darüber diskutiert und schaut und Briefe schreibt und unglaublich. Aber es geht gut.
Draht ist nicht heiß, aber ist regelmäßig und wir sprechen natürlich auch über die Bedürfnisse Italiens, humanitäre Hilfe. Die Situation vor allem in der Provinz Bergamo und Verona ist natürlich dramatisch und sie haben viele Bedürfnisse und Sie haben vielleicht gesehen, wie viele Hilfeleistungen nach Italien in diese Woche geflogen sind, sogar von der Ukraine, von der Türkei und so weiter. Und wir sind im Gespräch hier, um auch Hilfeleistungen zu machen. Nous prenons une question au téléphone. Parlez bien dans votre téléphone, Monsieur Nebel. Oui, bonjour. Guten Tag. Eine Frage zu der neuen Verordnung. Geht es darum, das Material besser zu verteilen bei der Versorgung mit medizinischen Gütern oder wird der Bund in den nächsten Wochen diese Grundlage ausnutzen, um immer mehr solche medizinische Güter im Ausland einzukaufen und die Logistik sicherzustellen? Also erstens geht es darum, eine Transparenz zu haben, eine Sichtbarkeit über das, was wir hier schon im Land haben, dank der Meldepflicht, damit wir einen Überblick haben, was im Land existiert, damit wir dann anschließend die Bedürfnisse abdecken können. Einkäufe tätigen wir jetzt schon, dafür bräuchten wir eine solche rechtliche Grundlage nicht. Aber es hilft uns natürlich, wenn wir Regeln haben, was die Transparenz angeht und hinterher die Möglichkeit, die zur Verfügung stehenden Güter zu verteilen. Der Bund wird weiter einkaufen, aber ganz unabhängig von dieser Verordnung. Wir kaufen alles, was zur Verfügung steht und was wir brauchen. Weitere Maßnahmen bei der Ausfuhrbeschränkung oder Beschlagnahmungen, da besteht das Ziel natürlich nicht darin, diese Maßnahmen zu nutzen, aber wir können sie derzeit nicht ausschließen. Vielleicht kommen wir in die Situation, dass wir im Interesse der nationalen Interessen und zum Schutz der Bevölkerung solche Maßnahmen ergreifen müssen. Ziel wäre es, dazu nicht zu greifen, aber vielleicht wird es notwendig. Monsieur Storni. Eine Frage an Herrn Bundesrat Cassis. Sie haben gesagt, diese Rückkehraktionen seien nicht einfach gewesen. Was waren denn die Hauptprobleme? Und es gibt noch weitere 5 Flüge, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist es dann mit diesen 5 Flügen getan? Wird es dann keine Schweizer im Ausland mehr geben, die zurückkommen wollen? Und dann noch eine zweite Frage. Bei den Patienten, die schwer krank sind, und da gibt es ja auch Anfragen von Italien, ob wir Patienten übernehmen könnten in der Schweiz. Und wo würden dann diese Patienten, in welche Spitäler würden sie eingewiesen? Vielleicht im Tessin oder in der italienischsprachigen Schweiz? Ist ja schon ein bisschen beengt. Danke für die Fragen. Also zuerst, diese Aktion, diese Rückholaktion ist in vollem Gange. 16 Flüge bis jetzt und mehr als 3.700 Personen, die schon zurückgeführt wurden. Davon 2.100 schweizerische Staatsbürger und dann 1.600 aus den angrenzenden Ländern. Und wir werden mit diesen Rückflügen so lange weitermachen, wie es einen Bedarf gibt. Wie viele Schweizer Bürgerinnen und Bürger brauchen dies und wo sind sie? Und da haben wir natürlich noch keine genaue Antwort im Moment. Es gibt eine App, Travel Admin. Wir haben einen Aufruf gemacht, damit die Leute schreiben können. Alle wollen ja nicht zurückkehren. Manche wollen bleiben, wo sie sind. Und wie sind wir vorgegangen? Ja, wir haben Prioritäten gesetzt. Wo hat es am meisten Leute? Wo sind die Bedürfnisse am dringendsten? Wo warten am meisten Leute? Und wo sind die Staaten, die die Grenzen schneller dicht machen? Das war natürlich vor allem Herr Lenz und das Krisenmanagementzentrum, die da gearbeitet haben. Sie kennen das, weil er ja auf Ihre Fragen antwortet. Und etwa 50 Personen, die Tag und Nacht arbeiten seit einem Monat, um diese ganze Organisation aufrechtzuerhalten. Heute haben wir, also da sehen wir auf Schätzungen, wir denken 20 bis 30 oder vielleicht 25.000 Schweizerinnen und Schweizer, Touristen oder andere Reisende.
am meisten Einträge hatten wir 17.000 Einträge in der App und im Moment sind es, glaube ich, 10.000. Also es gibt noch 10.000, die jetzt noch sagen, sie seien irgendwo auf der Welt verstreut. Und zurückgeführt haben wir jetzt 3.700 bzw. 2.100. Und wir werden einfach weitermachen, solange ein Bedarf besteht. Das ist Phase 2. Nach der ersten Phase war es natürlich dieser Appell, man solle aus eigener Kraft zurückkommen. Und heute möchte ich wirklich alle Bürgerinnen und Bürger, die selber zurückgekommen sind, ja, ihnen danken. Es waren Tausende von Personen, die zurückgekommen sind und die glücklich waren, dass sie informiert wurden und die es irgendwie geschafft haben, zurückzukommen. Und jetzt geht es um diejenigen, die eben das nicht aus eigener Kraft geschafft haben. Und dann gibt es auch Leute, die man nicht rückführen kann. Da werden wir versuchen, sie zu unterstützen mit unseren Vertretungen, die wir überall in der Welt haben, vielleicht auch finanziell, denn da haben wir jetzt einige Anfragen. Manche haben Probleme, die Banken funktionieren nicht mehr und sie haben einfach keine Mittel mehr. Jetzt zur zweiten Frage. Italien hat einen Appell lanciert an alle Nachbarländer. Wir werden mit Material, es geht um Beatmungsgeräte, Masken, um Schutzanzüge, Überschürzen, all das Schutzmaterial. Dann auch Unterstützung mit Personal. Kuba zum Beispiel hat Ärzte nach Italien geschickt, dann auch Infrastruktur, also Intensivstationen zum Beispiel, um Außenspitäler aufzubauen. Und dann auch gibt es diese Möglichkeit, dass Patienten ins Ausland verbracht werden. Verschiedene Länder haben bereits italienische Patienten aufgenommen und wir machen da eine Auswertung. Wir könnten das machen, natürlich nicht dort, wo das System schon sehr belastet ist, also natürlich nicht im Tessin, obwohl es von der Sprache her einfacher wäre. Genau das Gleiche mit den Franzosen. Die sind auch dahin, wo es Platz gab, wo es Kapazitäten gab. Das war eine wichtige Solidaritätsgeste, die wir machen können, solange wir freie Kapazitäten haben. Und das wird natürlich auch sehr viel Goodwill schaffen in den bilateralen Beziehungen. Der Bundesrat heute diskutiert, es geht das Mikrofon hier hat der Bundesrat diskutiert. Wir hören Sie immer noch nicht. Es geht, jetzt geht es. War wahrscheinlich die Technik, Entschuldigung. Hat der Bundesrat heute über Medikamentenversand, Handel diskutiert und Entscheidungen getroffen? Da gibt es ja eine Auseinandersetzung zwischen den Apotheken mit festen Standorten, die jetzt auch Medikamente verschicken, und jenem Unternehmen, das das bereits tut. Nein, es gab keine Diskussion dazu. Prochaine question, Monsieur Kocher. Herr Maurer, Sie haben schon gesagt, dass es schwierig ist, Prognosen vorzunehmen. Aber Sie verstärken heute die Maßnahmen zur Kontrolle der Bürgschaften. Das heißt, Sie anerkennen, dass es Risiken gibt. Risiken, dass das Geld nicht zurückgezahlt wird, diese Bürgschaftskredite nicht zurückgezahlt werden. Können Sie das schon abschätzen, in welcher Höhe, und welches sind die Risiken für die Unternehmen, die diese Bürgschaftskredite aufnehmen? Berücksichtigen Sie das? Ich habe Ihnen schon bei der Vorstellung des Paketes gesagt, dass wir einen Missbrauch nicht ausschließen können, weil wir in dieser Dichte der Gesuche nicht alles im Detail kontrollieren können. Das Risiko ist grundsätzlich nicht größer geworden. Wir haben jetzt erste Erfahrungen gemacht, auch aufgrund von Rückmeldungen aus dem Bankenbereich, Hinweise darauf. Und wir werden das jetzt noch etwas straffer kontrollieren, auch zusammen mit der EFK. Gefahren für jemand, der falsche Angaben macht, ist klar. Er kann bestraft werden mit einer Geldbuße bis maximal 100.000 Franken. Und sollte das auch strafrechtlich relevant sein, also gefälschte Angaben, wissentlich falsche Unterschriften, dann ist das auch strafrechtlich relevant und allenfalls sogar ein Offizialdelikt. Für die Firmen, die solches machen, gilt grundsätzlich das Gleiche. Also wenn eine Firma falsche Angaben macht, dann ist derjenige, der diese Angaben macht, haftet der.
Aber ich glaube, noch einmal, natürlich besteht die Möglichkeit, aber das Verfahren, das wir haben mit diesem Gesuch, mit dieser Prüfung der Bank, schließt es eben doch weitgehend aus, weil der Gesuchsteller geht in aller Regel zu seiner Hausbank, dort kennt man ihn, dort hat man jahrelange Beziehungen und dort wird man feststellen, wenn Unregelmäßigkeiten vorhanden sind. Und bei neuen Gesuchen, also bei neuen Gesuchstellern, die man nicht kennt, geht das Verfahren dann durchaus 2-3 Tage, bis man alle Abklärungen getroffen hat. Das war aber von Anfang an so und wir geben dem einfach noch etwas Gewicht, nachdem man mir mindestens sagt, in den Medien sei das die große Geschichte. Für uns ist es das nicht, aber die Finanzkontrolle will diesen Prozess auch begleiten jetzt. Wir müssen aber schon auch sehen, oder 70.000 Gesuche in 8 Tagen, bis Sie da jedes dann im Detail noch geprüft haben, das kann dann schon Wochen gehen, bis man vielleicht jemandem auf die Schliche kommt. Aber das Netz ist so gespannt, da kommt niemand raus. Das muss einfach jeder wissen, der jetzt zuhört oder der ein Gesuch stellt. Also versuchen Sie es nicht, wir sind auf alle Fälle am längeren Hebel. Monsieur Friedli. Ich hätte auch noch eine Frage an Herrn Maurer. Sie haben jetzt gesagt, es seien 14 Kredite für 14 Milliarden in etwa verbürgt bereits. Sind das immer noch nur Kredite der ersten Fazilität, also bis 2,5 Millionen, oder hat es da jetzt auch schon von der nächsten Kategorie drin? Und dann anschließend noch, es gibt ja auch Gesuche von großen Firmen, ich nehme an, namentlich aus der Luftfahrt. Können Sie ein bisschen sagen, wie viele da vorhanden sind und wie weit da die Gespräche schon gediehen sind? Es sind, wie wir erwartet haben, primär Gesuche von kleineren Firmen. Es sind inzwischen aber auch größere bewilligt worden, also die bis allenfalls 20 Millionen gehen könnten. Die kommen jetzt die brauchen etwas mehr Prüfung, weil die Banken dort auch dieses Risiko von 15% übernehmen, geht die Prüfung dort länger. Aber sie sind jetzt in diesen Beträgen von 14,3 Milliarden auch enthalten. Die Frage, was passiert mit den größeren Firmen, hat der Bundesrat noch nicht entschieden. Ich denke, die Stoßrichtung geht dahin, dass man sagt, was für die Infrastruktur des Landes relevant ist, kann durch den Bundesrat geprüft werden. Aber der Bund wird sich nicht verantwortlich fühlen für jede Firma in diesem Land, weil da gibt es Eigentümer, da gibt es Aktionäre und die haben primär für das Risiko aufzukommen. Wir haben diese KMU im Blick und werden wohl auch dazu bleiben. Bezüglich Swiss ist das etwas kompliziert. Sie wissen, es besteht eine Arbeitsgruppe, es braucht hier eine Koordination mit Deutschland, auch mit anderen Ländern, weil innerhalb des Lufthansa-Konzerns sind auch österreichische Luftfahrtgesellschaft dabei, die belgische ist dabei. Das werden wir koordinieren müssen und der Bundesrat wird dann an einer nächsten Sitzung entscheiden, ob und in welchem Umfang er die Luftfahrtindustrie unterstützt, beziehungsweise wie weit er dort Darlehen sichert. Aber es ist noch zu früh, um hier etwas in die Welt zu setzen. Aber wir arbeiten relativ intensiv daran, aber es ist eine recht komplizierte Geschichte. Prochaine question, Monsieur Moser. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Bundesrat Maurer. Es ist mir schon klar, dass der Bund auch nicht Pestalozzi ist, aber vielleicht können Sie mal erklären, mit den Fonds Perdu-Beiträgen, wo Sie da vorhin erwähnt haben, ob das so etwas wirklich vorgesehen ist oder ob das kommt und wenn es kommt, für wen das solche Instrumente vorgesehen sind. Bis jetzt sind keine Fonds Perdu-Beiträge vorgesehen. Ich sehe auch nicht, dass eine konkrete Vorlage diesbezüglich in den Bundesrat kommt. Ich würde, was ich schon gesagt habe, sagen, wir gewähren einmal Darlehen, dort wo sie benötigt werden, zur Liquiditätssicherstellung. Und dann wird es wahrscheinlich in 1-2 Jahren einmal eine Beurteilung geben, ob in einzelnen Fällen eine Rückzahlung nicht erfolgt. Und dann müsste man eine andere Lösung finden. Aber nicht Geld einfach à fond perdu, weil es ist immer Ihr Geld, nicht meines, oder? Ich gebe es nur aus. Und dort, wo Schwierigkeiten entstehen, könnte man ja auch über einen Schuldennachlass diskutieren, über eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist, wie auch immer. Grundsatz gilt, wir geben Darlehen, wir helfen, die Liquidität sicherzustellen. Und wenn daraus Probleme entstehen, lösen wir sie nicht heute, sondern wenn wir die Situation analysieren können, die Auswirkungen dann wirklich einmal kennen. Wie lange dauert diese ganze Krise? Wer ist besonders betroffen? Und das ist wahrscheinlich dieses Jahr nicht möglich. Also wir werden übernächstes
nächstes Jahr dann einmal über die Bücher müssen. Aber das ist völlig offen, was damit geschieht. Die Gefahr, Affront-Perdu-Beiträge jetzt zu gewähren, stellen Sie sich vor, wenn wir das machen, dann drücken Sie uns die Türe ein, oder? Ist ja klar, wenn der Bund einfach so Geld verteilt, dann hat jeder diesen Anspruch. Und in dieser Phase wir sind immer noch zu Beginn einer Krise, müssen wir hier sehr vorsichtig sein. Wir stellen Liquidität zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung der Unternehmung, ob sie damit umgehen kann, wie sie das machen kann. Das sind ja Unternehmer, die machen etwas und der Bund kann diese Entscheide nicht vorwegnehmen. Aber wir nehmen selbstverständlich alles ernst und werden das dann auch wieder prüfen. Aber irgendetwas in Aussicht stellen jetzt, das wäre falsch, mache ich nicht. Madame Gall. Die Reisebüros, die erhalten von der Fluggesellschaft Swiss Rückzahlungen voraussichtlich erst in 3 bis 6 Monaten. Das bringt Kleinstunternehmen in größte finanzielle Schwierigkeiten. Was unternimmt der Bund, damit die Swiss die Zahlungsfrist aktuell nicht derart ausdehnen kann? Im Moment ist das ein Geschäft zwischen der Fluggesellschaft und dem Reisebüro. Wenn das Reisebüro in Schwierigkeiten kommt, liquiditätsmäßig, hat es die Möglichkeit, einen Darlehensantrag zu stellen, den wir dann verbürgen. Aber dass wir hier direkt eingreifen zwischen einem Vertragsverhältnis zwischen einem Reisebüro und einer Gesellschaft, dazu sind wir einfach nicht in der Lage. Wir haben weder das Know-how noch die Leute dazu, sondern die Firma, also das Reisebüro in Ihrem Beispiel, muss entscheiden, ob es Mittel beanspruchen muss, um die Liquidität sicherzustellen. Aber vielleicht muss man dann zuerst einmal mit der Swiss oder mit wem auch immer schauen. Gibt es eine Zwischenlösung, wo auch immer. Wir müssen einfach davon ausgehen, das Wirtschaftsleben läuft und die Partner sind bestimmt. Und primär sind sie in der Verantwortung, zum Lösungen zu finden. Eine Bürgschaftslösung, ein Darlehen ist der Notnagel, um zu helfen, damit das Gebilde nicht zusammenstürzt. Aber wenn ich jetzt Telefons habe, man verhandelt über Mieten, man verhandelt über Verlängerung, man verhandelt über Aufschub von Rückzahlungen von Darlehen, das alles läuft in der Wirtschaft, das muss auch laufen, weil der Bund ist immer nur die letzte Instanz, die allenfalls vorübergehend helfen kann. Aber alle diese Probleme, die kommen ja natürlich auch zu uns, das ist primär Sache der Partner, der Wirtschaftspartner und die haben Lösungen zu suchen. Und allen geht es nicht so gut. Oder? Das müssen wir schon sehen. Und das wird ihnen noch Wochen und Monate lang nicht gut gehen. Und wenn der Bund jetzt überall die Hand bietet für Lösungen, dann muss ich dann bald die Steuern erhöhen. Und da haben sie ja dann auch keine Lust. Avant-dernière question, Monsieur Vincenz. Ich habe noch einmal eine Frage, Herr Maurer, wegen dieser Bürgschaften. 40 Milliarden sind es jetzt eben, Sie haben gesagt, es sind Kredite, es ist nicht Affront perdu, aber dennoch haben Sie auch durchblicken lassen, ein Teil wird dann vielleicht doch verloren sein. Gibt es da irgendeine Vorstellung, wie viel von diesen 40 Milliarden dereinst nicht mehr zurückkommen? Nein, wir machen einfach Planrechnungen. Ich kann Ihnen auch ein Beispiel machen. Wenn es 1% ist, sind es 400.000, das würden wir verkraften. Wenn es 5% sind, sind es 2 Milliarden. Wenn wir 5% verlieren würden, 2 Milliarden verteilt auf 5 Jahre, müssten wir jedes Jahr 400 Millionen abschreiben. Wenn es 10% wären, ich denke, das wäre ein absolutes Maximum, dann wären es 800 Millionen jedes Jahr in den nächsten 5 Jahren, das wir abschreiben müssen. Das ist viel Geld. Aber die Hilfe, die wir leisten, damit Firmen nicht einfach schließen müssen, damit wir nicht einfach Tausende von Arbeitslosen auf der Straße haben, ist in diesem Verhältnis das durchaus wert, was wir machen. Und ich denke, 10% dieser Bürgschaften zu verlieren, das wäre dann schon sehr, sehr viel für mich. Da müssten wir dann Lösungen suchen mit Aufschub der Rückzahlung, mit Nachlass, aber nicht mit einfach einem totalen Verlust. Weil wir sprechen ja dann mit Unternehmern, die ein Risiko eingegangen sind bei der Gründung. Da sollten wir Lösungen finden. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass das für den Bundeshaushalt, auch wenn es den einen oder anderen Verlust gibt, verkraftbar ist, im Budget eingestellt und in jedem Fall die günstigere Lösung ist, als jetzt die Augen zu schließen und Firmen in den Konkurs zu treiben. Das ist der Zweck dieser Soforthilfe. Arbeitet weiter, ihr habt das Geld und wir lösen dann mit der Rückzahlung die Probleme in der Zukunft. Il y a encore 2 questions que je vais prendre, Monsieur Geiser, ensuite Monsieur Storni, ensuite nous conclurons.
Eine Frage an Consigliere Federale Cassis. Im Milieu der Auslandschweizer gab es offenbar anfänglich zumindest ziemliche Kritik an der Rückführungsoperation, die Sie durchgeführt haben. Hat sich diese Kritik mittlerweile gelegt? Wurden die Probleme gelöst? Und wo sehen Sie Optimierungspotenzial? Danke. Ich glaube, die Tatsache, dass Sie auch so wenige Fragen gestellt haben, ist die Antwort. Es gibt keinen Druck. Es läuft gut. Sie werden nie alle zufriedenstellen. Und in einer Krisensituation braucht man natürlich Flexibilität und Toleranz. Ich bin beeindruckt, wie viel wir Dankeschön-Briefe und Rückmeldungen bekommen haben. Die schreiben aber den Medien nicht, die schreiben uns direkt. Und ich leite sie weiter an meine Mitarbeiter oder sie mir, wenn es wichtige Dinge sind. Und nein, ich glaube, ich kann sagen, im Großen und Ganzen ist es bis jetzt gut gelaufen. Wie gesagt, die erste Phase Appell, da sind viele gekommen. Natürlich haben auch dort ein paar kritisiert. Aber das ist normal. Wir sind auch alle Menschen, wir stehen unter Stress. Es läuft nicht wie die Uhr tickt und dann regen wir uns auf und dann jammern irgendwo. Aber im Großen und Ganzen ist die ganze Operation gut gelaufen. Ich bin auch erstaunt, wie bewusst die Schweizer in diese Hotspots sich begegnet haben, gewartet haben, bis der Flug gekommen ist und wie das alles geordnet passiert ist. Also das ist schon ein schönes Gefühl, Schweizer zu sein, wenn man das sieht. Monsieur Storni. Ich habe eine Frage an Herrn Berset. Mehrere Gemeinden im Tessin haben im Hinblick auf die Osterferien gefordert, dass der San Bernardino und der Gotthardtunnel geschlossen werden. Reicht es, wenn man die Leute dazu aufruft, zu Hause zu bleiben, oder gäbe es vielleicht die Möglichkeit, dass es geschlossen wird? Also die Schließung des Gotthardtunnels, stellen Sie sich das vor, das ist unvorstellbar. Wir brauchen diesen Tunnel für den Warentransport, für den Personentransport. Das Tessin gehört integral zur Schweiz und wir werden da keine Mauer hochziehen. Das wäre ein falsches Signal. Im Gegenteil, wir versuchen, sämtliche Kantone mit einzubeziehen in unsere Überlegungen. Wir müssen die Situation gemeinsam meistern. Bisher war ich erstaunt darüber, dass die Appelle, die wir lanciert haben, größtenteils angewandt wurden und gehört wurden. Der Bund und der ganze Bundesrat sagt, bitte bleiben Sie zu Hause, bitte fahren Sie über Ostern nicht ins Tessin. Denn im Tessin kämpft man schon gegen diese Epidemie. Bitte fahren Sie nicht in die Dörfer, fahren Sie aber auch nicht ins Bündnerland, sondern bleiben Sie zu Hause. Wenn wir dazu aufrufen, wenn dann der Tessin das Gleiche sagt, dann hoffe ich, dass die Leute uns auch zuhören. Und in 10 Tagen werde ich vielleicht glücklicherweise sagen dürfen, dass es vor dem Gotthardtunnel keinen Stau gab zu Ostern und kein Rückstau nach Ostern. Ich hoffe, dass es so kommt und dass die Leute darauf hören, was wir sagen. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten und die Schließung des Gotthardtunnels ist keine Option. Aber der Aufruf zu Verantwortungsbewusstsein muss reichen. Wenn wir diese Empfehlungen umsetzen, und das Tessin ist auf dem richtigen Weg, ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass in den nächsten Tagen weiter so machen und dass die Situation sich bessert. Vielen Dank, das war das Schlusswort. Hiermit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Ja, meine Damen und Herren, das war wieder eine lange Medienkonferenz. Sie ging fast 1,5 Stunden. Ich möchte hier noch einmal kurz zusammenfassen, was die 3 Bundesräte etwa gesagt haben. Bundesrat Berset hat einmal mehr die Bevölkerung gefordert, bitte haltet jetzt durch, bleibt zu Hause. Er hat eine Analogie gemacht mit China. Dort habe man noch viel strengere Maßnahmen 2 Monate angewandt und dann, als man geöffnet hat, stiegen die Fallzahlen sofort wieder an. Er hat auch gesagt, dass es wahrscheinlich kein
Ende plötzlich geben werde von dieser Situation, sondern dass es einen langsamen Übergang gebe. Und er hat auch gesagt zu den Schulen, dass man jetzt noch nicht sagen könne, wann man diese Schulen wieder öffnen kann. Eben zum Beispiel nach Ostern, da gibt es ja viele Schüler und Schülerinnen, die sich jetzt fragen, werde ich nach Ostern wieder in die Schule gehen? Das ist noch zu früh. Und ganz wichtig hat er auch gesagt, ans Tessin gerichtet, man werde ganz sicher nicht jetzt den Gotthardtunnel schließen, weil man befürchtet, dass viele Deutschschweizer ins Tessin fahren über Ostern. Das wäre ein katastrophales Signal, wenn man da jetzt eine Mauer hochziehen würde. Bundesrat Maurer hat informiert, dass eben der Kredit von 20 Milliarden eben für Firmen, diese Liquiditätsspritzen, diese Bürgschaften jetzt erhöht wird um weitere 20 Milliarden, das schon nach kurzer Zeit. Alle 4 Sekunden würden so ein Gesuch eingehen. Bis jetzt gäbe es schon 76.000 solcher Gesuche und es gäbe nur sehr wenige Missbrauchfälle. Davon geht Ueli Maurer aus, weil ja eben die Bußen happig sind, wenn man da erwischt wird bei 100.000 Franken. Man werde Kontrollen machen, aber man könne da sicher nicht jeden Einzelnen kontrollieren. Bundesrat Cassis hat heute auch gesagt an die Schweizerinnen und Schweizer, bitte kommt jetzt nicht ins Tessin, das ist der falsche Moment. Und er hat informiert über die Rückholaktion, 16 Sonderflüge, bis jetzt 2100 Schweizer und 1600 Ausländer sind bis jetzt zurückgeholt worden. 5 weitere Sonderflüge wird es bis am Sonntag geben. Und man habe eben 40 etwa Patienten bis jetzt aus Frankreich in der Schweiz hospitalisieren können. Ein Zeichen der Solidarität. Und was für mich neu war, offenbar gibt es jetzt auch Anfragen aus Italien, dass man solche Patienten in der Schweiz wird pflegen können. Weil in der Schweiz gibt es nach wie vor Kapazitäten. Bundesrat Berse sagt, es sei ein fragiles Gleichgewicht, obwohl die Hospitalisierungen steigen. Etwa 10.000 sind etwa noch im Ausland, Schweizer, die gestrandet sind. Davon muss man ausgehen. Das vielleicht noch zum Schluss zu den Ausführungen von Bundesrat Cassis. Ja, das war die Pressekonferenz. Wir informieren Sie live und umfassend weiter, wenn Sie auf unserer Homepage schauen. Dort gibt es den Live-Ticker. Um 18 Uhr sehen Sie die Tagesschau. Dort ein Interview zum Tag mit Gesundheitsminister Alain Berset. Dort werden wir ein bisschen vertiefen, die Bilanz ziehen und nach vorne schauen. Um 19.30 Uhr und um 21.50 Uhr dann die Vertiefung in den Abend-News-Sendungen. Sie werden also umfassend informiert. Das war's. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Fleckentfernung ist einfach. Und zwar mit Vanish. Los geht's. Die kraftvolle Oxy-Action-Formel entfernt Flecken gezielt. Schauen Sie, Grasflecken haben dank Vanish keine Chance. Und nun mit kaltem Wasser. Sie denken, das ist nicht möglich? Sehen Sie diesen Fleck?